Germersheimer Weihnachtsradio zum Mitmachen. Ja, herzlich willkommen zum diesjährigen Weihnachtsradio 2024. Wir freuen uns auf euch da draußen in der Weihnachtszeit. Wir, das sind Rita Rösch, Sozialreferentin der Katholischen Kirche. Jasmin Schulz, GPD Germersheim. und Jürgen Schaaf, ebenfalls GPD in Germersheim. Ja, auch dieses Jahr haben wir wieder bei uns im Weihnachtsradio ein buntes Programm für euch zusammengestellt. Wir haben Gäste, Musik und natürlich vieles rund um Weihnachten. Also seid gespannt. Wünsch dir was. Hallo, ich bin die Beate und grüße den Gospelchor und auch natürlich die Band und wünsche mir Living for My World von Prips and Who. I need a taste of paradise, so I'm leaving the world while I close my eyes. Things are wearing their old disguise, so I'm leaving the world while I close my eyes.
Hier sind Paul und Ida Mattei. Wir grüßen den Pfälzerwaldverein Ortsgruppe Lustadt. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Germersheimer Weihnachtsradio. Ihr beiden, sag mal, kennt ihr die Weihnachtsgeschichte? Ja klar. Kennst du auch schon die Weihnachtsgeschichte in Reimen? Oh nee, schön. Nee, ich habe da eine wunderschöne Version gefunden von Thomas Krüger und Jörg Mühle. Oh, lass mal hören. Na, aber sicher. Ich kenne Geschichte. Hör zu, hör mir zu. Die ist schon fast 1000-mal älter als du. Sie spielt unter Palmen im Wüstensand. Das Land ist als heiliges Land bekannt. Dort reisten 2 Menschen, müde und matt, und kamen mit Eselchen endlich zur Stadt, die Bethlehem heißt. Da war alles dunkel, am Himmel war seltsames Sternengefunkel. Maria und Josef hießen die 2, doch eigentlich, wartet mal, waren es 3. Nein, stimmt nicht, mit Eselchen waren es 4. Eselchen war ein besonderes Tier. Er trug auf der Reise Maria sehr tapfer und war ein so freundlich, geduldiger Stapfer. Maria war schwanger und fühlte beklommen, sie würde ihr Kind wohl bald schon bekommen. Das Kind noch im Bauch, das brauchte doch Schutz. Sie reisten durch Wüste und Dunkel im Schmutz. Sie suchten ein Haus, ein Zimmer schön warm. Nur waren Maria und Josef sehr arm. Sie fanden ein Gasthaus, da klopften sie an. Heraus kam ein grimmiger, bärtiger Mann, der schimpfte: »Ihr Fremden, geht weiter, haut ab! Die Zimmer sind voll, der Platz ist knapp.« Da weinte Maria, und Josef war traurig. Dem bärtigen Mann, dem wurde ganz schaurig. Er sagte betroffen: »Na gut, hinterm Haus, da gibt's einen Stall, da ruht ihr euch aus.« Im Stall war es eng, am Boden lag Stroh, doch warm war's und duftig. Maria war froh. Ein Ochse stand mümmelnd mit Heu an der Lippe. Das lag da als Futter im Holz einer Krippe. Maria hat später im Dunkel der Nacht das Kind, das im Bauch war, zur Welt gebracht. Und Ochse und Esel erkannten sofort, der Stall war ein schöner, ein himmlischer Ort. Das Kind war so klein, die Augen 2 Sterne, sie leuchteten klar von unendlicher Ferne. Die Augen der Tiere, runder und runder, beguckten das Kind wie ein plötzliches Wunder. Alle beguckten es neugierig, Mäuse die Näschen gereckt aus Löchern Gehäuse. Der Ochse erlaubte mit freundlichem Muhn dem Kind, sich im Krippenheu auszuruhen. Von oben beguckte vom riesigen All ein funkelnder Schweifstern den winzigen Stall. Überall sahen Menschen den Stern, sie wussten, er zeigte zum Wunder des Herrn. Und viele zog's in der heiligen Nacht zur Krippe. Sie haben Geschenke gebracht. Hirten erschienen, die schenkten ein Schäfchen. Das Kind hat gelächelt und machte ein Schläfchen. Da kamen auch Könige, Reiche na klar, Kaspar, Melchior und Balthasar. Die brachten ihm Gold und ähnliche Sachen. Doch was soll ein Kind mit Goldsachen machen? Das Kind hat gelächelt und tief geschlafen. Es träumte von Eselchen, Mäuschen und Schafen. Und wer das Kind sah, hat es weitererzählt. Ein Kind ist der König, der Friede der Welt. Wünscht dir was? Hallo, ich bin Doris Antonien. Ich wünsche mir, kommet ihr Hirten. Ich grüße die ganze Kirchengemeinde in Rülsheim. Der Herr ist heute geboren, den Gott zum Heiland euch hat erkoren. Fürchtet euch nicht. Lasset uns sehen, in Bethlehem Stadt, was uns verheißen, der himmlische Stadt. Lasset uns preisen in frommen Weisen.
Germersheimer Weihnachtsradio. Weihnachten wird ja weltweit sehr unterschiedlich gefeiert. Hast du, liebe Jasmin, so eine Tradition, die dir besonders gut gefällt? Die habe ich tatsächlich, die existiert allerdings gerade nur in meinem Kopf. Das ist eine Wunschtradition, sagen wir es so. Schön. Ich würde gerne Weihnachten, also neben aller Besinnlichkeit, ist es ja eigentlich auch ein riesengroßes Geburtstagsfest. Und deswegen ist mein Wunsch, meine Wunschtradition für die Zukunft irgendwann mal, an oder unter einem Weihnachtsbaum zu sitzen, wie dieser auch immer aussehen mag. Ob eine echte Tanne, eine Alternative aus Holz oder irgendeinen anderen großen Busch oder so. Dass ich da davor oder darunter sitze und Weihnachten mit Luftschlangen feiere. Nicht Konfetti. Ich weiß, du bist Konfetti-Fan. Ja, unglaublich, unglaublich groß. Mit Luftschlangen? Mit Luftschlangen. Also Lametta ist ja so ein bisschen verschrien. Mag nicht jeder. Ich auch nicht unbedingt. Aber Luftschlangen, das wird mich reizen. Auch, wenn Leute das sehen, einfach nur die Verwunderung zu sehen, wird mich wahnsinnig freuen. Und große Lust. Was passiert dann sonst noch unterm Baum oder Busch? Große Freude. Okay, also Weihnachtsfest. War schön. Ja, prima. Ich meine, es gibt ja da sehr viele verschiedene Traditionen. Bei uns ist es ja so, dass am 24. ja dann Bescherung ist. Ja. In England steigt dann scheinbar der Weihnachtsmann, wenn er nicht so viel gegessen hat, passt es auch besser durch den Kamin, wohl ein und befüllt irgendwelche Socken, die am Kamin hängen, sofern überhaupt ein Kamin vorhanden ist. In Spanien ist ja so, dass das eigentliche Weihnachtsfest am 6. Januar erst ist. Da gibt es nämlich die Geschenke am Tag der Heiligen Drei Könige, was ja irgendwo nachvollziehbar ist. Ne? Und ganz extrem ist es ja dann in Südamerika, wo es ein Land gibt, in dem der Präsident überlegt hat, ab sofort findet Weihnachten schon im September statt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Bevölkerung da jetzt mitgegangen ist oder nicht. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Weihnachtstraditionen. Kennst du noch eine, wo du sagst so, das ist schon eine sehr spezielle, a special tradition? Eine gute Freundin, die aus England kommt, von der habe ich kennengelernt, dass eine versteckte saure Gurke im Weihnachtsbaum zu finden ist. Bitte was? Ja, es gibt... Ich weiß tatsächlich nicht, ob das nur in England so eine Tradition ist, aber es gibt eine saure Gurke, also das ist jetzt nicht unbedingt eine echte, sie hatte einen aus die saure Gurkenzeit. Weihnachtsgurke, genau. Die wird im Baum versteckt. Ja, habe ich schon gehört. Ja, ne? Die wird im Baum versteckt und die Person, die diese Gurke, glaube ich, als erstes entdeckt, die bekommt als erster das Geschenk. Okay. Also es passiert sein. Auf jeden Fall, genau. Und das finde ich lustig. Das war immer das Highlight, weil niemand sonst hatte eine saure Gurke im Baum hängen, außer sie. Okay, liebes Publikum draußen an den Hörern, jetzt kommt der Call to Action von uns. Wenn ihr auch so eine spezielle Weihnachtstradition kennt oder very strange tradition, dann schreibt es uns in die Kommentare. Es wird interessant, was es da alles so gibt. Wir nehmen es dann ins nächste Weihnachtsradio mit auf, eine saure Gurke in der Tonne. Aber ich kenne das ja von Skandinavien, da ist es ja so, da gibt es ja diese Tomte. Gröttomte ist der Weihnachtsmann oder Weihnachtswichtel. Oder der im Prinzip so auf Haus und Hof traditionell Acht gibt. Und traditionell gibt es ja am Weihnachtsmorgen, also an Heiligabend morgens, so Grießbrei oder Reisbrei, Milchreis, um es ganz genau zu sagen. Da stellt man auch so ein Schälchen raus für den Haustomte, also für den Tomtenisse. Und das machen dann die Kinder und wenn dann abends dann die Schale leer ist, dann weiß man, es hat ihm geschmeckt. Und es war nicht der Fuchs oder ein anderes ähnliches. Tier. Ja, genau. Und weil der Tomte, der kommt ja dann und bringt dann irgendwie die Weihnachtsgeschenke. Und da steht dann wirklich abends dann auf den Geschenken so handschriftlich drauf, zum Beispiel God Jul önskar Tomten. Also frohe Weihnachten wünscht der Weihnachtsmann und nicht Klaus oder Claudia oder sonst irgendwas. Und einer in der Familie, der muss dann immer Tomte spielen, der kommt dann, ho, 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 findest du noch schneller Born. Ho, 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 gibt es hier einige brave Kinder. Und der verkleidet sich dann als Tomte. Manchmal überlegt man, wer in der Familie dann der Tomte ist. Und der setzt sich dann dahin und teilt dann die Geschenke aus. Also wirklich so, God Jul
Oh, das ist ja schön. Önsker Tomte, ne? Also wünscht der Tomte. Und dann gibt es ja massig von Liedern, können wir gleich mal einspielen. Dann tanzen die ja tatsächlich um den Weihnachtsbaum in Schweden, ne? Das heißt, der steht ja nicht in der Ecke, sondern eher ein bisschen mehr im Raum drin. Und dann gibt es dann ganz witzige, lustige Weihnachtslieder. Da würde eine Luftschlange wunderbar dazu passen. Ich bin dafür. Dann tanzen die da so nach dem Motto, hey Tomte, guck mal slow in Glas und hey Wichtelmännchen, lass die Gläser erklingen oder so, ne? Ja. Bis hin zu Lieder wie Tip-Tap, wo nachts dann die Wichtel nochmal kommen und gucken, wo der Weihnachtsschinken entsprechend ist. Genau. Midnatt råder tyst i husen, tyst i husen. Alla sova, släckta är ljusen, ljusen. Tipp-tapp, tipp-tapp, tipp-tipp-tipp-tapp, tipp-tipp-tapp. Hej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara. En liten tid vi leva här med mycket möda och stort besvär. Hej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Ja, Jasmin, du bist ja jetzt quasi das zweite Jahr jetzt in der Pfalz hier. Wie feierst du Weihnachten? Ich feiere Weihnachten sehr, also ich würde fast sagen reduziert. Ich bin ja mit meinem Mann letztes Jahr in die Pfalz gezogen. Wir haben uns eine kleine eigene Weihnachtstradition geschaffen. Und zwar ist es der 24. sind wir einfach nur zu zweit unterwegs, gehen in den Gottesdienst und gönnen uns dann so eine richtig große Portion Pasta mit Pesto. Pasta mit Pesto. Pasta mit Pesto, Weihnachtspasta sozusagen. Mit bunten Lichtern, oder was heißt bunten Lichtern? Nee, so bunt sind unsere Lichter gar nicht. Während des Essens können wir auf unseren geschmückten Weihnachts-Benjamin gucken, den wir extra geschmückt haben mit Lichtern und vielen anderen Kleinigkeiten, weil der leider noch gar nicht so groß ist. Und dann war es das schon. Ist tatsächlich sehr ruhig. Meistens kommt dann noch eine leckere Tasse Tee. Weihnachtsgeschichte darf nicht fehlen. Musik. Und dann gehen wir schon relativ früh schlafen, weil wir dann in den kommenden Tagen viel unterwegs sind. Wir besuchen die Familie in Sachsen. Da fahren wir dann ein paar Stunden hin und verbringen ganz viel Familienzeit. Und das ist so unsere Weihnachtszeit eigentlich. Sehr ruhig mit dem 24. und dann völliger Trubel im Rahmen der Großfamilie. Und wie sieht's bei dir aus, Jürgen? Habt ihr eine eigene Tradition? Also da ich ja so schwedophil bin, ist natürlich sind bei mir schwedische Weihnachten angesagt. Das heißt, auch dieses Jahr haben wir endlich mal wieder einen Weihnachtsschinken. Ist ja so eine schwedische Tradition, gibt es ja immer so ein Julbord, ein Weihnachtsbuffet mit unterschiedlichen Leckereien. Und Weihnachtsschinken ist im Prinzip so ein gepökelter Schinken, der dann mal mit so einer Ströbröt, also Wegmehl-Senfschicht bestrichen wird und dann in den Backofen kommt. Und das Gute ist, am nächsten Tag kann man da immer noch kalt von essen. Wie feierst du Weihnachten? Ja, Jürgen, ich weiß gar nicht, ob das mit dem Schinken nur ein schwedischer Brauch ist. Zumindest hat meine Mutter früher immer an Heiligabend Schinken im Brotteig gemacht. Ist gar nicht so weit weg, ne? Ja, ich bin da irgendwie ja nicht so begabt, gell? Aber wir feiern halt Weihnachten so wie immer. Wie ist das? Traditionell. Mein Mann legt immer Wert an Heiligabend auf Schäufele. Aha, ist er aus Franken? Nein, ist er nicht, aber trotzdem mag er Schäufele. Und das ist auch ein leckeres Essen. Es ist schnell gemacht und alle essen es gern. Mhm. Und dann gibt es einen Gottesdienst? Es gibt auf jeden Fall am ersten Weihnachtsfeiertag einen Gottesdienst, weil da singt unser wunderbarer Kirchenchor bei uns zu Hause und die haben immer ein super Programm drauf. Also ich bin immer wieder verblüfft. Das ist auch ein kleiner Chor. Gut, der wird verstärkt von Profis, aber da sind so viele ältere Leute dabei, sprich 70 plus, und die singen so fantastisch. Und den Gottesdienst lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen. Wünsch dir was.
Ich habe auch noch einen Musikwunsch mitgebracht von der Marie Deck aus Lingenfeld. Sie möchte so gerne hören Little Drummer Boy. Dann spielen wir das doch. They told me, our newborn king to see, our finest gifts we bring, to set before the king. Ja, ich freue mich, dass bei uns jetzt Jan Meckler, Pfarrer zu Rülsheim hier ist und nicht nur zu Rülsheim. Ja. Hallo Jan, schön, dass du da Hallihallo. bist. Hi, Du Jan. als Pfarrer hast ja eine ganz besondere Beziehung zu Weihnachten, würde ich sagen. Ne? Ich geht, als Pfarrer, ja. Ja, da geht auch bestimmt die Post ab bei euch in Rülsheim. Was macht ihr da so? Ah ja, hallo. Also wenn du sagst, ich als Pfarrer, muss ich erstmal denken, ich als Pfarrerkind, gell? Als Pfarrerinnenkind. Meine Mutter war ja schon Pfarrerin und die hat tatsächlich am 24.12. Geburtstag. Nein. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, was bei uns zu Hause da abging. Hallo? Da kamen morgens schon die Presbyter und die Leute aus dem Ort zum Geburtstagsbesuch und dann ab 1 Gottesdienst, noch 2 Kinder, die Bescherung wollten und so. Also im Vergleich dazu finde ich es mein Weihnachten immer relativ gechillt. Also 3 Gottesdienste halt, 2 in der Dampfnudel, 1 abends um 10, so im Kerzenlicht dann nochmal in der Kirche und so. Und von daher denke ich immer, kann mich eigentlich nichts mehr schocken. Und ich frage mich aber immer, wie das meine Mutter durchgezogen hat. Also da echt Respekt im Nachhinein. Was passiert da in der Dampfnudel so? Ja, in der Dampfnudel ist ja das Gute, dass da ziemlich viel Platz ist. Also egal was passiert, es dürfen alle rein. Und letztes Jahr waren um 15 Uhr Krippenspiel, ich glaube fast 500 Leute. Also war richtig voll, war richtig schön. Und danach um 17 Uhr ist extra so ein andächtiger, besinnlicher. Also ich traue es mich ja nicht zu sagen, aber die Kinder, die haben ja dann um 15 Uhr halt ihren Gottesdienst und um 17 Uhr ist es wirklich so ganz ruhig und besinnlich und da waren dann auch nochmal über 450, also war auch richtig voll, also die Stimmung ist echt schön und die Frage ist ja immer, ja, für die Stimmung, also brauchst du da unbedingt die Kirche jetzt oder so und wir haben gemerkt, in der Dampfnudel kannst du wirklich eine tolle Stimmung machen, ja? Also weil du da auch ganz viel halt mit Licht arbeiten kannst und ja auch mit Ton, mit Klang, also wir haben um 17 Uhr so eine Band, also eigentlich so was anderes, so Country Music machen die eigentlich, Debberdale, die machen hier auch also ein Weihnachtskonzert in der Adventszeit. In der Kirche allerdings. Das passt aber richtig gut. Es sind richtig tolle Musiker und das macht natürlich dann auch richtig schöne Stimmung und so. Ja. Die habe ich auch schon hören dürfen. Die waren ja zuvor in Wörth. Ja, da waren die dieses Jahr auch bei uns, sind ja schon länger und dieses genau. Jahr, genau, hat der Walter auch dahin gebracht, der Pfarrer. War super. Also Die sind richtig super, gut. Ja.
kann man sich drauf freuen. Ja, und im Weihnachtsgottesdienst ist halt noch mal andächtiger. Also es gibt ja eigentlich bei uns zumindest nichts Andächtigeres dann als der Gottesdienst an Heiligabend. Ja. Das ist jetzt genau meine Frage. Also wenn ihr 3 Gottesdienste habt an Heiligabend, also du beziehungsweise du und deine Familie, habt ihr überhaupt noch Zeit, selbst Weihnachten zu feiern? Ja, das Schöne ist irgendwie, die Kinder machen ja beim Krippespiel mit um 15 Uhr, ja, und meine Frau hat das auch länger gemacht und so. Und dann um 17 Uhr macht jetzt der Große, will auch schon mitmachen. Letztes Jahr hat er ein Gedicht vorgetragen im Gottesdienst, also ja, und gut, um 22 Uhr, da gehe ich dann alleine hin, aber das ist nur die Haustür raus, also das ist dann nicht so weit, ja, und von daher, wir haben das große Glück, wie es ja Gott sei Dank auch, denke ich, bei einigen ist, also wir brauchen das ganz, unsere Familie halt, ja, also Schwiegereltern kommen und mein Schwiegervater, hallo Berthold, kann super kochen und der bereitet dann halt schon das Kochen vor, also das Essen vor zwischendrin und so und das ist dann richtig schön, ja. Bescherung, wir sagen immer, wir schenken dann mal nicht so viel, dass es schneller geht, aber das haben wir irgendwie auch noch nicht geschafft, also ja. Aber wir haben es bisher immer gut hingekriegt, ja. So. Das heißt, das ist auch schon bei euch auf den 24. fixiert oder dehnt ihr das dann auch noch ein bisschen aus über die Weihnachtsfeiertage? Ja, es ist tatsächlich so, also ich habe dann nochmal am 25. Gottesdienst morgens um 10 und jetzt wieder Thema meine Mutter, die ist ja auch noch da, ja, und die feiert schon grundsätzlich einfach nicht an ihrem Geburtstag, das macht halt leider keinen Sinn, sondern die feiern am 26. dann und da kommt dann auch Verwandtschaft und das ist dann auch nochmal unser Familientag mit denen praktisch dann, wo wir da hinfahren und so, genau. So unsere bisschen Zeremonie in der Weihnachtszeit. Ja, aber das ist vielleicht auch eine lustige Anekdote, weil du gesagt hast, ja, so viel Trubel und Dings und so, aber das schlimmste Weihnachten für mich, ja, das hektischste, stressigste, also wo ich am hibbeligsten war, das war das 2020, wo ausgefallen ist. Das war total der Hammer. Ich habe zu Hause gesessen und habe nicht gewusst, wohin mit mir. Und Anke hat irgendwann die Hand auf meine Schulter gelegt und gesagt, Jan, was machst du denn jetzt? Jetzt sei doch mal ruhig. Aber ich war so hibbelig, ja. Wir haben dann irgendwie, wir haben ja so elektrische Glocken und da haben wir ja so ein paar Lieder dann eingespielt an Weihnachten, dass man wenigstens irgendwas macht, ja. Also haben wir so Durchsagen gemacht, wir wünschen frohe Weihnachten über die Glocke, über die elektrische und so. Und dann, das war ja aber gar kein Act, ja. Da musste ich nur hin auf den Knopf drücken und ich war ganz so nervös und hin und her, also also ich glaube, ich würde Weihnachten vermissen, wenn es nicht so ist wie jetzt. Also wie man es vielleicht halt dann doch gewöhnt oder geprägt ist halt ja jetzt, gell, im Blick zurück auch als Kinder. Also bei uns war halt immer schon viel los, ja, in Weihnachten. Was wünscht sich ein Jan Meckler zu Weihnachten? Oh, das ist lustig, weil in meiner Familie ist es cool. Also wir haben ja 2 Kinder, ja, und halt 2 Eltern, also meine Frau und mich. Und das ist so über Kreuz. Wir haben ein Kind und einen Erwachsenenteil, die können dir aus dem Stand 20, 30 Sachen sagen, die sie brauchen und wollen. Und 2, denen fällt einfach nichts ein. Ja? Also ich gehöre allerdings zu denen was einfällt. Also ich könnte ja direkt jede Menge sagen. Soll ich loslegen? Ja, leg mal los. Top 3. Top 3? Top 3. Esse, trinke, Urlaub. Also klar, also irgendwo hin in ein Hotel oder irgendwas fände ich super. Dann jede Menge tolles Essen gehen. Also träume ich davon Wein. Also jeder, der noch jede Menge guten Wein hat, jetzt Abstinenzler geworden ist, gern vorbeibringen bei mir. Also das mag ich sofort. Und dann gibt es noch ganz viele Sachen mit Sport, weil ich halt auch viel Sport mache. Da brauche ich halt dringend noch ganz viele Sachen. Also angefangen bei Fahrrädern und Ausrüstung. Soll ich noch weiter? Also ich könnte noch lange, also wie gesagt, also 20 Sachen und Bücher. Ich lese halt auch noch gern. Also so richtig so Hardware-Bücher? Ja, eigentlich schon, aber alles gemischt, genau. Also ich lese wirklich gerade Zauberberg, aber ich bin noch ganz am Anfang und ich lese aber wirklich kreuz und quer. Also ich war ja ein Schuljahr damals in Kanada und habe mir angewöhnt, für mein schlechtes Gewissen, dass ich die ganze Schund immer noch auf Englisch lese. Oh. Da ich wenigstens das Gefühl habe, ich tue was Gutes dabei, weil ich lese schon auch viel so Zeug, also Fantasy und Zores und alles. Impressive. Naja. Also wenn noch jemand irgendwelche Bücher zu Hause hat. Oder nee, also Wein finde ich ehrlich gesagt gerade besser, aber okay. Ja. Vielleicht auch die Kombi. Aber Bücher auch gut. Bücher ja, und Kombi perfekt, ist ja auch. Genau. Ja. Okay, dann bringt's vorbei. Ja, das ist ja der Witz. Als Pfarrer weiß ja jeder, wo du wohnst, genau, gell? Also ja. Normalerweise, ja. Im Pfarrhaus neben der Kirche. Ja, genau. Genau, okay, dann danke dir, Jan, fürs Dabeisein und wir hoffen, dass du noch wenigstens ein bisschen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit kriegst, ohne Ausfälle. Vielen Dank. Wünsch dir was.
So, Stefan Weiß, ich grüße ganz herzlich den Musikverein St. Michael in Weingarten, alle Musikerinnen und Musiker, wünsche frohe Festtage und bin ganz beseelt von einem tollen Konzert, das wir heute Abend hier in der katholischen Kirche in Weingarten hatten. Und demgemäß wünsche ich mir was aus diesem Konzertprogramm, nämlich O Sanctissima. Viel Spaß und frohe Weihnachten. gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knich eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Germersheimer Weihnachtsradio zum Mitmachen. Ja, und wie in jedem Jahr haben wir auch wieder einen wunderbaren Gruß aus der Küche. Unsere rasende Reporterin Renate war bei Frank zu Besuch und hat ihm ein Rezept entlockt. Guten Morgen, Frank. Morgen, Renate. Neben mir steht Frank Jöst. Und wie ihr alle wisst, wenn ich neben Frank Jöst stehe, dann geht es um das Beste zum Schluss. Das Beste zum Schluss bei unserem Weihnachtsmenü. Frank, du hast uns bestimmt wieder ein tolles Dessert mitgebracht. Was gibt es denn dieses Jahr bei dir? Ja, ich habe mir überlegt, ein Dessert zu machen, das man gut vorbereiten kann. Ist ja in der Weihnachtszeit auch immer ein Thema. Das viele Variationsmöglichkeiten bietet, also wo man sich noch kreativ austoben kann. Und das heißt auch, wenn das jetzt kurz vor Weihnachten ist und das ein Weihnachtsdessert wird, geht auch an Ostern.
Das ist ja mal originell. Ja, ich dachte, man muss ja ein bisschen flexibel sein. Das passt ganz gut. Geht natürlich zu jeder Gelegenheit, wo man Lust hat auf was Schönes, Süßes. Und was ich gerne mit euch machen würde heute Morgen, wäre ein Parfum. Klassisch wäre natürlich für die Weihnachtszeit ein Zimtparfum. Aber ich denke, wir fangen einfach mal an mit der Grundmasse. Dazu brauchen wir 5 Eigelb und 125 Gramm Zucker. Beides zusammen wird einfach schaumig aufgeschlagen. Beim Zimtparfum jetzt ein ordentlicher Löffel Zimt unter diese schaumig aufgeschlagene Eigelbmasse. Man kann, wenn man das möchte und wenn das geht, auch mit Alkohol aromatisieren. Da würde sich vielleicht ein Cognac anbieten oder ein gut gereifter Rum. Muss aber nicht sein. Vielleicht sind ja auch Kinder dabei oder Leute, die keinen Alkohol mögen oder trinken. Dann würde ich das einfach weglassen. Mein Fall ist das nicht so, Alkohol in Süßspeisen. Dann brauchen wir noch einen halben Liter Sahne steif aufgeschlagen. Dann würde man diese steif aufgeschlagene Sahne einfach unter diese Eigelb-Zuckermischung ziehen und kann das Ganze abfüllen in Gläser oder in eine große Form und in den Gefrierschrank stellen. Das hört sich wunderbar an. Und bei diesem Wort Zimt, weißt du, was bei mir dann passiert? Dann rieche ich direkt Weihnachten. Ich glaube, jeder von uns hat ja so einen Duft in der Nase und mein Weihnachtsduft ist wirklich Zimt. Ja, wobei es fast ein bisschen schade ist, dass Zimt eigentlich so stark mit Weihnachten verbunden ist. Zimt passt auch das ganze Jahr über für ganz viele verschiedene Speisen. Man kennt es ja zum Beispiel, wenn man jetzt so in der orientalischen Küche unterwegs ist. Also es ist einfach ein tolles Gewürz. Ihr könnt aber natürlich auch was anderes da reinpacken. Vanille würde gut gehen oder Tonkabohne. Was ich auch ganz toll finde, man könnte auch durchaus mal so gebrannte Mandeln unterziehen. Oder man macht ein bisschen Vanille drunter und diese andere getrocknete Früchte. Da würden sich getrocknete Pflaumen anbieten oder Aprikosen, wenn man es ein bisschen fruchtiger mag. Man könnte natürlich auch diese klassischen Zitronat und Orangeat drunter packen und alles mit einfrieren. Also das hat eine ganz tolle Variationsmöglichkeit. Eine Frage, wie lange muss ich das einfrieren? Naja, die doofe Antwort wäre jetzt wahrscheinlich einfach, bis es fest ist. Also kann ich dir jetzt echt nicht so genau sagen. Ich denke mal, das wäre auch etwas, was man sicherlich 3, 4, 5 Stunden vorher machen kann. Aber ich finde, das ist ein perfektes Dessert, was man einfach auch Tage vorher vorbereiten kann, dann, wenn es gerade irgendwie zwischen reinpasst. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was dazu? Also natürlich kann man es einfach so essen, aber ich habe noch mal ein bisschen gestöbert und bin noch mal auf was gestoßen, was vielleicht auch ganz spannend ist. Das muss man in der Tat aber dann auch so 2 Tage vorher vorbereiten. Das wären eingelegte Dörrpflaumen. Aber vielleicht habt ihr ja auch von Oma noch einen Rumtopf im Keller. Der würde natürlich gut dazu passen. Oder jedes andere Obst. Ja, der Klassiker, sowas wie ein Zwetschgenröster, also frische Pflaumen oder aus dem Glas. Einfach im Backofen mit ein bisschen Flüssigkeit, Alkohol oder Fruchtsaft und Zucker und Zimt bei 200 Grad, Viertelstunde, halbe Stunde stehen lassen. Wäre eine Variante. Ich bin aber auch noch mal auf was gestoßen, was so Richtung Rumtopf geht, wahrscheinlich so geschmacklich, nämlich mit Trockenpflaumen. Die legt ihr einfach mit den Kernen drin in eine Schüssel, kocht aus einem halben Liter Wasser und 4 Esslöffel 4 Esslöffel Honig natürlich, einen Sirup. Gießt den über die Pflaumen und dann packt ihr einfach fruchtigen Rotwein drüber, den man mit einem guten Esslöffel Bitter-Orangenmarmelade aufschlägt und stellt das einfach abgedeckt 2 Tage beiseite. Boah, bei mir, du merkst schon, ne? Ich krieg schon gar keine Luft mehr, weil sich mein ganzer Hals zusammenzieht und sagt, will ich haben, will ich sofort essen. Ja, also den Rotwein kann man natürlich auch ersetzen durch einen alkoholfreien Rotwein. Müsste eigentlich auch gut passen. Man kann auch mal an den Fruchtsaft denken oder was gut gehen würde, an einen Schwarztee zum Beispiel. Vielleicht auch an Earl Grey, der so ein leichtes Bergamottaroma hat. Also, das wären so meine Ideen. Und wie gesagt, gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu variieren. Gelingt immer und schmeckt total toll. Ja, dann sage ich erstmal ein herzliches Dankeschön für dein wunderbares Dessertrezept und freue mich schon, wenn ich es probieren darf. Ja, danke. Dann genießt das und wir wünschen euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Wünsch dir was.
Hallo, ich bin die Margareta. Ich bin die Annabelle. Und ich bin die Martha. Wir wünschen uns Let It Snow. Und ich grüße meine Oma und meinen Opa aus Beimann. Ich grüße meinen Opa Heinz aus Diedelsfeld. Ich grüße meine Oma aus Speyer. Now the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we got no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Our dancing shows signs of stopping, and I've brought some coal for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the store. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying, my dear is still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Weihnachtstraditionen haben wir ja genügend. Rita, du als katholisches Mädel, sage ich jetzt mal, da gibt es doch auch was ganz Traditionelles bei euch, nämlich die Sternsinger. Was hat es denn da eigentlich auf sich mit den Sternsingern? Ja, Jürgen, die Sternsinger-Aktion, die gibt es seit 1959 bundesweit in Deutschland. Und bei der Sternsinger-Aktion gehen Kinder als 3 Könige verkleidet von Haus zu Haus, sammeln Gaben und bringen den Segen Gottes ins Haus. Die schreiben doch dann auch mit Kreide immer so irgendwelche Buchstaben auf die Türrahmen, oder? Ja, ja, das hat man früher gemacht mit Kreide. Das sind nicht irgendwelche Buchstaben, das ist die Abkürzung Christus Mansionem Benedicat, CMB. Christus segne dieses Haus, bedeutet es, und die Jahreszahl dazu, also 1900, jetzt dann 25. Und das ist natürlich ein großer Irrtum, dass immer die Leute denken, das wären die 3 Anfangsbuchstaben der heiligen 3 Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar. Ja. Also sag nochmal diesen schönen lateinischen Spruch. Christus Mansionem Benedicat. Christus segnet dieses Haus. Das macht ja auch Sinn. Und für diesen Segen, den sie da bringen, kriegen sie auch was in der Regel. Und was ganz wichtig ist, die Sternsinger sammeln schon seit Jahrzehnten nicht nur für sich, sondern für Kinder in aller Welt. Das ist doch schön, das ist eine schöne Aktion. Eigentlich Kinder für Kinder, diese Aktion. Und es werden immer Projekte rausgesucht in verschiedenen Ländern in der ganzen Welt, die dann ganz besonders unterstützt werden von der Sternsinger-Aktion. Und welches Thema ist dieses Jahr dran? 2025 heißt die Aktion Erhebt eure Stimme, Sternsingen für Kinderrechte. Da geht es um die Kinderrechte, die 1989 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Und die Kinder sagen, wenn ich nicht meine Grundbedürfnisse erfüllt habe, sprich, wenn ich nicht genug Wasser habe, wenn ich nichts zu essen habe, ja, dann kann ich auch nicht kämpfen für mich und meine Familie. Ich brauche diese Grundrechte, um das zu ermöglichen, dass die Kinder auch für ihre eigenen Rechte einstehen. Dafür sammeln die Sternsinger Geld. In diesem Jahr geht es um Projekte in Kenia und in Kolumbien. In Kolumbien ist ein Land, das so voll Gewalt ist gegen Kinder, die Vernachlässigung erleben. Also wir können uns das kaum vorstellen. Mhm. Ja? Und da werden Projekte ganz direkt unterstützt. Da kriegen Kinder was zu essen. Sie kriegen eine Schulbildung, was ganz wichtig ist. Ja? Jedes Kind hat ein Recht auf Schulbildung. Und in Kenia geht es vor allem auch um Ernährungssicherheit. Ne? Ich kann meine Rechte nicht einfordern, wenn ich nicht gesund bin. Und deswegen brauchen Kinder dort ganz besonders viel Unterstützung, weil einfach die Ernährungssituation ganz schwierig ist. Aber wer mehr wissen will über diese Aktionen, das ist wunderbar aufbereitet, die Themen auf der Seite der Sternsinger.
man kann sich Da gibt es eine eigene, eine Sternsinger Webseite. Ja, da gibt es eine eigene Seite und da sind alle Projekte wunderbar aufbereitet. Da findet man auch ein Video mit dem Reporter Willi Weitzel. Der ist bekannt aus Willi will's wissen. Hat er immer die Kindersendung im Fernsehen gemacht. Willi will's wissen. Ja. Und der ist ein großer Sternsinger-Begleiter und der hat dort in Kenia und in Kolumbien die Projekte besucht, mit den Kindern dort gesprochen. Und es ist sehr, sehr schön gemacht. Also dieses Video, man kriegt da wirklich mit, was da so passiert in den Projekten. Also ihr draußen an den Endgeräten, geht ins Internet zu Willi will's wissen und guckt euch mal die Seite der Sternsinger an. Gibt es nicht für die jeweilige Jahresaktion auch ein bestimmtes Lied? Ja, es gibt immer ein Sternsingerlied, speziell auf das Thema abgestimmt. Und das ist in diesem Jahr Kinderrechte. Und das hören wir uns jetzt an. Hallo, ich bin Alfred Gardinger. Ich grüße alle Bellheimer ehrenamtlich Tätigen und alle, die sich sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche ehrenamtlich einbringen. Ich wünsche allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. Und mein Musikwunsch von Bonnie M. ist Mary's Boy Child. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore
rang out there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, when in the crypt they found him. Oh my Lord, a golden halo crowned him. Oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore. Oh my Lord, they had begun to doubt you. Oh my Lord, what did they know about you? Oh my Lord, but they were lost without you. They needed you so bad. Oh my Lord, with the child's adoration. Oh my Lord, there came great jubilation. Oh my Lord, and full of admiration they realized what they had. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Heute mit Michael Diener, Pfarrer und Dekan in Germersheim. Ich finde es total anrührend, dass sich um die größte Geschichte der Welt, die Weihnachtsgeschichte, so viele andere Geschichten ranken. Dass es bei Menschen immer die Sehnsucht ausgelöst hat, weiterzuerzählen, was ist nach der Begegnung an der Krippe passiert. Ich habe Ihnen heute eine Geschichte von Werner Reiser mitgebracht, die 3 Könige und ihre Knechte auf dem Heimweg. Die Geschichte von den 3 Königen hört dort auf, wo sie ihre Kronen abnehmen, vor dem Kind in der Krippe niederknien und ihm ihre Geschenke hinlegen. Aber wie geht sie denn nachher weiter? Sie müssen ja wieder aufstehen, ihre Kronen aufsetzen und ihre königlichen Rollen weiterspielen. Aber wie ist das möglich, wenn man dem Kind in der Krippe begegnet ist, das auf alle Kronen und Rollen der Macht verzichtet hat? Wie ging denn die Geschichte weiter? Mitten in der Nacht erhielten die 3 Könige im Traum die Weisung, nicht mehr nach Jerusalem und zu Herodes zurückzukehren. Sie erwachten, weckten ihre Diener, die neben ihren Kamelen schliefen, und befahlen ihnen, die Zurüstungen für den Aufbruch vorzunehmen. Es war ganz, ganz dunkel, als sie loszogen. Kein Stern stand am Himmel und kein Stern begleitete sie. Jener eine, der ihnen den Weg zur Krippe gewiesen hatte, war seit der Begegnung mit dem Kind verblasst und verschwunden. Ihm konnten sie nicht mehr nach dem Weg fragen. Welchen Weg aber sollten sie gehen? Die Straße zu Herodes, dem grausamen und herrschsüchtigen König, war ihnen verwehrt. Sie war für die, die vor dem Kind gekniet hatten, auch ohne göttliche Weisung nicht mehr gangbar. Es kam nur eine Richtung in Frage, die von Jerusalem wegführte und die Flucht ermöglichte. Dahin wandten sie sich und tritten ins Dunkle hinein. Hinter ihnen her rannten die Knechte über Stock und Stein. Ja, es sah gar nicht besonders königlich aus. Als sie einige Zeit durch die Nacht geflohen waren, kamen sie plötzlich nicht mehr weiter. Vor ihnen lagen Felsen und Schluchten, in denen man sich leicht und gefährlich verirren konnte. Sie stiegen ab und berieten sich miteinander. Da aber die 3 Könige lauter kluge und mächtige Herren waren, hatten sie auch verschiedene Ansichten über die weiteren Schritte. Sie konnten sich nicht einigen. Während ihrer Beratung kamen allmählich auch die Knechte herbeigekeucht und hörten zu. Auf einmal sagte einer von ihnen: Ich glaube, ich weiß, wo sich ein Weg durchschlängelt. Aber seine Bemerkung wurde übel aufgenommen. Einer der Könige sagte: Seit wann reden Knechte, ohne gefragt zu werden, und wollen uns den Weg zeigen? Wo kämen wir hin, wenn hier jeder mitreden wollte? Der Knecht wagte einen zweiten Versuch und antwortete: Majestät möge entschuldigen, ich erinnere mich, dass wir vor einigen Stunden gemeinsam vor dem Kind niedergekniet sind. Da meinte ich, wir könnten uns vielleicht auch gemeinsam in die Dinge dieser Welt hineinknien. Der zweite König erwiderte rauh: Wir knien jetzt nicht mehr vor einer Krippe, wir stehen draußen im kalten Wind. Da gelten andere Gesetze, da gibt es Könige und Knechte, Herren und Diener, jeder an seinem Ort.
Nach dieser Antwort zogen sich die 3 Knechte eingeschüchtert zurück. Der 3. König hatte bisher nichts gesagt. Er hatte nur erschrocken vor sich hingeschaut, als ob er etwas gesehen hätte. Und jetzt schaute er noch immer die Knechte an, wie wenn er sie erstmals sehen und erkennen würde. Dann wandte er sich seinen königlichen Gefährten zu und sagte: Ist es nicht seltsam? Wir lassen uns von unseren Knechten bedienen. Sie decken uns für die Nacht warm zu. Sie besorgen unsere Tiere. Sie tragen unsere Lasten. Sie rennen hinter uns her und halten ihre Köpfe für uns hin. Dennoch haben sie nichts zu sagen. Woran liegt das? Und noch bevor die anderen Könige darauf etwas erwidern konnten, rief er dem einen Knecht zu sich und fragte ihn: Kennst du diese Gegend? Der Knecht antwortete: Ich wurde vor vielen Jahren als Kriegsgefangener durch diese Gegend geschleppt. Ich schaute mich nach allen Seiten um, wie ich flüchten könnte. Es nützte mir zwar nichts, aber die Gegend ist in meinen Augen und in meinen Füßen haften geblieben. Der 3. König streckte ihm die Hand entgegen und sagte freundlich: Ich danke dir für die Auskunft. Dann sprach er zu seinen Gefährten: Wir können weitergehen. Dieser Mann führt uns zuverlässig. Er stieg auf sein Kamel und befahl dem Knecht: Geh voran und zeige uns den Weg. Und, ach ja, gib mir dein Gepäck. Auf meinem Tier ist genügend Platz dafür, seit ich das Gold dem Kind gegeben habe. Die beiden anderen Könige schüttelten den Kopf und flüsterten dem 3. zu: Bedenkst du, was du da tust? Du stellst die Welt auf den Kopf. Der 3. König aber lächelte nur und sprach: Welche Welt wird auf den Kopf gestellt, wenn man aufeinander hört und die Lasten anders verteilt? Dann zogen sie weiter, voran der Knecht und dann die Könige. Und es war, als ob zwischendrin auf dem dunklen Weg ein heller Glanz mitlaufen würde. So suchten sie gemeinsam den Weg. Wünsch dir was. Mein Name ist Christian Settelmeier und ich grüße alle Sänger und Sängerinnen und die Band natürlich auch vom Gospelchor Lingenfeld. Wünsche alles Gute zum 50. Jubiläum und wünsche mir vom Duo Roundabout Still Haven't Found What I'm Looking For. I have climbed highest mountains. I have run through the fields only to be with you. Only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, these city walls, only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. I have kissed honey lips, felt the healing of her fingertips that burn like fire, this burning desire. I have spoke with the tongue of an angel. I have held the hand of a devil. I was warm in the night. I was cold as a stone. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for.
will bleed into one, bleed into one. You know I'm still running. You broke the bonds and you lose the chains. Carry the cross of my shame, of my shame. You know I believe it, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. Hallo Jürgen, ich stehe hier gerade beim Jan und er hat gesagt, ich soll mir ein Lied wünschen und dann wünsche ich mir doch All I Want is Christmas. Viele Grüße von? Viele Grüße von Ronny. Ciao. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for
Also bei uns in Franken gibt es noch so eine Tradition, das heißt auch das Christbaumloben. Wenn man in der Weihnachtszeit oder darüber hinaus in Haushalte kommt, wo noch ein Weihnachtsbaum steht, dann schaut man sich den an und dann, wenn der Satz fällt, so ein schöner Baum, dann wird geschnäpselt. Geschnäpselt. Dann Geschnäpselt. müssen die GastgeberInnen einen Schnaps auspacken. Und das kann manchmal groß werden. Groß und flüssig. Ja, genau. Wobei das ja vom Fränkischen her gar nicht so weit weg ist vom Pfälzischen. Ne? So ein schöner Baum oder so ein schöner Bäm, je nachdem, wo man dann in der Pfalz dann unterwegs ist. In der Westpfalz dann wahrscheinlich das ein bisschen anders klingt. Germersheimer Weihnachtsradio. Hallo liebe Leute, ich möchte für meine lieben Leute aus Ukraine wünschen zu Weihnachten ein schönes Lied, welches sie ganz mögen. Du liegst mir am Herzen. Danke. Du liegst mir im Sinn, du machst mir viel Schmerzen, weißt nicht, wie gut ich dir bin. Ja, weißt nicht, wie gut ich dir bin. Doch darf ich dir trauen, dir mit leichtem Sinn. Du kannst auf mich bauen, weißt nicht, wie gut ich dir bin. Ja, weiß nicht, wie gut ich dir bin. Ferne mir dein Bild erscheint, dann wünsch ich so gerne, dass uns die Liebe vereint. Ja, dass uns die Liebe vereint. Dass uns die Liebe vereint. Darf ich mir auch was wünschen? Ja, klar. Was wünschst du dir denn, Rita? Ich wünsche mir ein richtig schönes Kirchenlied, von guten Mächten wunderbar geborgen. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ja, das war jetzt wirklich ein schönes Lied. Wir sagen Tschüss für dieses Jahr vom Weihnachtsradio. Wir, das sind Rita Rösch, Jasmin Schulz und Jürgen Schaaf. Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Weihnachts- und Neujahrszeit. Lasst es euch gut gehen. Uns bleibt nur noch eins zu sagen. Tschüss! Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade.